euch herzlich willkommen zu der zweiten Woche der 21-Tage-Gebete. Danke, es steht ihr alle so schön auf. Singen wir jetzt zu unserem Gott und loben ihn. Ich bleib nicht stehen, bis diese Mauern fallen. Ich kenn den Gott, der sie niederreißt. In mir wär's Lob und meine Seele singt. Ich schäm mich nicht, ruf es laut heraus. Licht dieser Welt bricht durch das Dunkle und nichts hält dich ab, denn du bist der Gott der Verheißung und jedes Wort wird sich erfüllen. Nichts hält dich auf, denn du bist der Gott der Verheißung. Ebnet den Weg, Jesus der König kommt. Vor unserem Gott beugt sich alle Furcht. Ketten fallen ab, Jesus jetzt nie gesprengt. Das Grab ist leer, er ist hier bei uns. Licht dieser Welt bricht durch das Dunkle. Nichts hält dich auf, denn du bist der Gott der Verheißung. Und jedes Wort wird sich erfüllen. Nichts hält dich auf, denn du bist der Gott der Verheißung. Oh Jesus, du bist gut. The gates of hell will never stand a chance. Your name prevails, Jesus the great I am. No word will fail, no weapon formed against. Your name prevails, Jesus the great I am. The gates of hell will never stand a chance. Your name prevails, Jesus the great I am. No word will fail, no weapon formed against. Your name prevails, Jesus the great I am. Light of the world, trample the darkness. Nothing can stop it. You are the God of the promise. Every word will be accomplished. Nothing can stop it. You are the God of the promise. Tausend Generationen knien in Anbetung. Sie singen alle Ehre sei dem Lamm. Und wer uns schon vorausgeht und wer noch glauben wird, sie singen alle Ehre sei dem Lamm. Und dein Name ist größer, dein Name ist höher und nichts
und kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Und hat er dir vergeben und hat er dich erlöst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Und wenn er dich befreit hat und du zu ihm gehörst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Oh, wir singen dieses Lied in Ewigkeit und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Hör am Volk es singt, heilig, die dem Herrn der Herr, heilig, denn du bist und bleibst, heilig, heilig für immer. Oh Jesus, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Heilig, alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Hör das Volk es singt, heilig, die dem Herrn der Herr, heilig, denn du bist und bleibst, heilig, heilig für immer. Und denn du bist und bleibst, heilig, heilig für immer. Jesus, wir heben deinen Namen. Heb doch jetzt gerade deine Hände zu Jesus. Und wir heben deinen Namen, Jesus. Der Name, der höher ist als alle anderen Namen, wie wir es gesungen haben. Wir heben den Namen Jesus. In deinem Namen, Jesus, ist Rettung. In deinem Namen ist Heilung und Gesundheit. In deinem Namen ist Leben. In deinem Namen gibt es keine Macht der Sünde, gegen die wir nicht ankommen können. In deinem Namen sind wir frei. In deinem Namen sind wir sicher. In deinem Namen, Herr, ist Versorgung für unser Leben. In deinem Namen ist Kraft, Herr, dass alle feindlichen Mächte fliehen müssen von diesem Ort und aus unserem Leben. Danke für deinen Namen, der bleibt. Das ist der Name Jesus, in dem Hoffnung ist für jeden Menschen, für jedes Volk, für jede Nation,
für jede Kultur. In deinem Namen, Jesus, ist Erlösung. Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen, Herr. Danke, dass du uns heute begegnest, dass wir Zeit mit dir verbringen dürfen. Heiliger Geist, wir laden dich ganz herzlich ein, dass du in unserer Mitte bist, in unseren Herzen wohnst, dass du uns begegnest, zu uns sprichst und dass du geehrt bist, Heiliger Geist, in dieser Zeit. Amen. Amen. Schön sind ihr da. Sagt noch jemandem Hallo, der neben euch, vor euch, hinter euch sitzt oder steht. Und auch ein ganz herzliches Hallo allen, die online mit zuschauen. Schön bist du dabei, schön seid ihr dabei. Letzter Abend in dieser Woche. Morgen beten wir in unseren Familien, im Freundeskreis und am Sonntag ist Gottesdienst. Wir haben heute eine Gebetserhörung bekommen. Jemand hat Knieschmerzen und hat gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Die Schmerzen, schreibt er, sind ganz weg. Amen. Ja, das Thema heute Abend ist, wie kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin? Wie weiß ich, ob ich ein Kind Gottes bin? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns je im Leben stellen können. Was ist der größte Trost, den wir haben in diesem Leben, ist, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir lernen als Familie gerade den Katechismus etwas auswendig und die erste Frage, die du unseren Kindern stellen könntest, ist, was ist der größte Trost im Leben? Was ist der größte Trost im Sterben? Dass wir nicht uns selbst gehören, sondern unserem Gott. Der größte Trost im Leben ist, dass du weißt, du bist ein Kind Gottes. Ich habe einige Menschen schon begleiten müssen oder dürfen in den letzten Stunden ihres Lebens. Und du merkst, wenn Menschen wissen, dass sie Kinder Gottes sind oder wenn sie Zweifel haben in den letzten Stunden, Tagen ihres Lebens. Aber auch wenn wir vielleicht gegen Sünden kämpfen, die so hartnäckig sind und so unten halten, dass wir uns fragen, hey, was ist nur los? Und du fängst an zu zweifeln, ob du ein Kind Gottes bist. Oder es kommen plötzlich Gedanken in dein Leben, vielleicht hast du was gelesen oder gesehen, mit Leuten ausgetauscht. Plötzlich fragst du dich, hey, kann es sein, dass alles, was ich bisher glaubte, irgendwie falsch ist? Dass ich mir das eingebildet habe? Was machen wir mit all diesen Fragen? Der größte Trost ist zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und das lesen wir in der Bibel, in Römer 8, Vers 16, da heißt es, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Oder die Luther-Übersetzung sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der größte Trost. Ist nicht der einzige, es gibt noch andere Hinweise in unserem Leben, dass wir Kinder Gottes sind, aber es ist ein mächtiger Trost, wenn du weißt, wenn der Heilige Geist dir bestätigt, dass du ein Kind Gottes bist. Wie fühlt sich das an? Wie merkst du, ob der Heilige Geist dir das bestätigt? Das Erste, was viele Menschen sagen, ist, dass sie wie Gottes Reden hören zu ihrem Herzen. Der Heilige Geist sagt dir, hey, du bist ein Kind Gottes. Du hörst wie eine Stimme innerlich. Oder du hörst vielleicht nicht eine Stimme, aber du hast ein tiefes Bewusstsein, eine Sicherheit. Ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ist etwas, was du nicht machen kannst, das der Heilige Geist dir in deinem Leben gibt. Ein Kommentator sagt, die meisten Gläubigen haben das erlebt, wenn sie beten, wenn sie persönlich beten, dass sie plötzlich spüren, der Heilige Geist spricht zu mir, du bist ein Kind Gottes. Wenn wir gemeinsam beten, dass du plötzlich merkst, wie der Heilige Geist dir das bestätigt, du bist ein Kind Gottes. Und wenn wir einen Vers vorher noch schauen, im Vers 15, da heißt es, von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Vater. Abba heißt lieber Papa. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, sagt die gute Nachricht, dass wir Gottes Kinder sind. Am ehesten vom Text her, was Paulus geschrieben hat, würden wir sagen, wenn wir aus tiefstem Herzen sagen können, lieber Papi im Himmel,
ist das die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt nicht, dass du das abspulen kannst, jeder kann das sagen, aber Vater. Aber dass es aus deinem Innersten, aus deinem tiefsten Herzen kommt. Ich habe einen Vater im Himmel. Das ist ein freudiges Gebet. Zu sagen, hey wow, ich habe einen Papa im Himmel, der liebt mich, der schützt mich, der versorgt mich, der gibt mir alles, was ich brauche, der kämpft für mich. Ich habe einen Vater. Ich habe einen Vater, wo ich mich nicht fürchten muss. Ich kann zu ihm kommen, er liebt mich. Aber es ist auch ein Herzensschrei. Vielleicht, wenn du gegen Sünde kämpfst, wenn du in Versuchung bist, wenn du Herausforderungen hast im Leben, wo du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, dass es schreit aus deinem Herzen. Aber Vater, lieber Vater, wie Jesus im Garten Gethsemane, Papa, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich jetzt. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, dieses Rufen zu hören, diesen Schrei zu Gott. Aber lieber Vater, und wenn wir noch eins weitergehen in den Versen 13 und 15, Joel hat es am Montag schon darüber gesprochen, dass wir nicht nur eine Liebe haben zu unserem Vater, sondern dass wir merken in unserem Herzen, da ist ein Hass gegen die Sünde. Dass wir die Sünde abtöten, nicht primär nur, weil sie uns nicht gut tut, sondern weil wir wissen, das ist nicht das, was Gott liebt. Ich möchte das lieben, was Gott liebt. Und ich möchte das hassen, was Gott hasst. Und es ist nicht etwas, was du dir einreden kannst, sondern der Heilige Geist bringt das hervor in deinem Herzen. Und im Vers 15, dass wir nicht mehr ängstliche Menschen sind, dass wir nicht mehr Sklaven sind, die tun müssen, was die Sünde sagt, sondern dass wir frei sind. Dass du spürst, da ist eine Freiheit da. Ich bin nicht mehr verurteilt, ich bin nicht verdammt, sondern ich habe eine Freiheit zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, mir ist vergeben. Das kommt aus deinem Herzen. Was für ein Trost im Leben, was für ein Trost im Sterben. Jetzt, wie kommen wir zu dieser Gewissheit? Wie kommen wir dazu, dass wir diese Bestätigung des Heiligen Geistes vernehmen und spüren? Und weißt du was? Da kannst du nichts selber tun. Das ist ganz allein das Werk des Heiligen Geistes. Natürlich, wir können sagen, aber lieber Vater, aber dass es aus deinem Herzen hervorkommt, dass es ein Schreien ist aus deinem Herzen, das kann nur er tun. Wir müssen von Neuem geboren werden. Der Heilige Geist muss uns zu Kindern Gottes machen und dann geschieht das. Jetzt, etwas kannst du tun. Du kannst zu Gott umkehren. Du kannst dich Gott zuwenden, sagen, Gott, ich möchte mit dir leben. Ich bekenne meine Sünden. Ich wende mich ab vom Lebensstil, den ich bisher gelebt habe und wende mich dir zu. Und ich bitte dich, schenk mir deine Gnade, schenk mir deine Vergebung, mach mich zu deinem Kind. Das ist das, was wir tun können. Aber wir können nicht das tun, was nur der Heilige Geist tun kann, in unser Leben zu kommen, uns zu Kindern Gottes zu machen und dass er diese Bestätigung in dein Leben hineinschenkt. Und darum möchte ich dich ermutigen, auch vorsichtig zu sein, nicht dir einzureden, dass du ein Kind Gottes bist, weil in den Momenten, wo du das hören musst, da sind alle Gefühle weg und da redest du dir nichts mehr ein. Da musst du wissen, es ist der Heilige Geist, der mir bestätigt, dass ich ein Kind Gottes bin. Überrede auch niemanden anders, dass er ein Kind Gottes ist. Bete lieber für ihn, dass er dieses Zeugnis selbst hört. Und es gibt, und mit dem möchte ich schließen, es gibt vielleicht gewisse Lebensphasen, wo du drin bist, als Kind Gottes, wo du diese Stimme nicht so deutlich hörst oder wo du nichts vernimmst. Aber da möchte ich dich ermutigen, vielleicht bist du gerade jetzt in deiner Situation, wo du sagst, ich bin viele Jahre mit Jesus unterwegs oder ich bin kurz mit Jesus unterwegs, aber ich höre die Stimme des Heiligen Geistes nicht. Ich empfinde dieses Zeugnis, diese Bestätigung nicht. Möchte ich dich ermutigen, vertraue Jesus. Bleibe an ihn dran, suche ihn. Im Lesen der Bibel, miteinander im Gottesdienst, in der Kleingruppe, indem wir das Abendmahl feiern, indem du dich taufen lässt. Geh den Weg, den Jesus geht. Und dieses Zeugnis, die Bibel sagt es, dieses Zeugnis wird kommen und wird hörbar sein und eine Sicherheit sein für dein Leben. Was für ein Trost, in jeder Situation zu wissen, wir sind Kinder Gottes. Komm, wir wollen aufstehen miteinander. Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Sicherheit gibst. Das Leben ist so turbulent.
manchmal so chaotisch, manchmal fühlen wir uns überhaupt nicht so, als wären wir deine Kinder. Aber du bestätigst es uns durch deinen Heiligen Geist. Und jetzt möchten wir gerade auch für Menschen beten, die sagen, ich habe dieses Zeugnis noch nie vernommen. Mir fehlt diese Sicherheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich kämpfe mit so vielen Zweifeln. Ich kämpfe mit so viel Anklage. Ich kämpfe mit so viel Verurteilung. Ich fühle mich so oft schlecht oder unwürdig. Herr Jesus, wir bitten dich, Herr, dass diese Menschen, die da sind, einfach dir vertrauen können, ihr Leben dir weihen. Und wir bitten dich, dass du, Herr, selbst ihnen dieses Zeugnis gibst, diese tiefe Sicherheit, dieser große Trost, sie den erleben dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns heute Abend dienst, dass wir entspannt sein dürfen in deiner Gegenwart, genießen, dass wir deine Kinder sind und diese Beziehung zu dir pflegen, Heiliger Geist. Halleluja. Wir haben eine Zeit des Gebets. Du darfst gerne auch für Menschen beten, die hier ein Anliegen abgegeben haben, oder beim Kreuz werden auch Menschen sein, die gerne für dich beten, wo du dich ihnen anvertrauen kannst und wo wir für dich beten. Gottes Segen. Habt eine gute Gebetszeit.
liebe dich, Herr. Deine Gnade lass mich nicht gehen. Jeden Tag trägt mich deine Hand. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bis wieder dunkel wird, sing ich das Lied vor der Güte von Gott. Ich liebe dich, Herr. Deine Gnade lässt mich nicht gehen. Jeden Tag trägt mich deine Hand. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bis wieder dunkel wird, sing ich das Lied vor der Güte von Gott. Mein Leben zeigt mir, du bist treu. Mein Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnaufe, will ich singen. Ich sing das Lied vor der Güte von Gott. Es ist deine Stimme, wo mich führt durch schwere Zeiten. In dunkler Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Mein Leben zeugt vor der Güte von Gott. Mein Leben zeigt mir, du bist treu. Mein Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnaufe, will ich singen. Ich sing das Lied vor der Güte von Gott. Deine Güte ist immer bei, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich gehöre ganz zu dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles hin. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so
so gone. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Ich bin gerade so dankbar, dass ich Teil einer Kirche sein darf. Mit jungen Menschen, mit alten Menschen und dass wir zusammen die Güte von Gott bezeugen dürfen. Der Gott, der uns durchs ganze Leben begleitet, der uns nie alleine lässt. Und so viele Menschen sind hier, die das bezeugen können. Er war immer da, er hat mich nie losgelassen, hat mich durch alle meine Hindernisse durchgetragen, hat mich ertragen und hat mich getragen. Und heute wollen wir speziell für unsere jüngeren Menschen beten. Wenn ihr die Anliegen einblendet, dann seht ihr, wir wollen heute Abend für die Kinder unserer Kirche, die Jugendlichen unserer Kirche beten, für Schutz, für ihr Leben, Gottes Gegenwart in ihrem Leben. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu mutig, aber ich würde gerne alle Kinder, die hier sind und vor allem alle Jugendlichen, die hier sind, kommt doch hier nach vorne zur Bühne und wir wollen für euch beten. Wir wollen wirklich für euch einstehen, für euch beten. Bitte kommt jetzt von der Empore runter, vom Saal. Es braucht etwas Mut, ich weiß, aber ihr dürft einfach kommen und wir segnen euch. Wir werden für euch beten. Alle zusammen. Yes, da hat es einen mutigen Mann da vorne. Alle Jugendlichen, genau, die Kinder machen es vor, die Jugendlichen kommen nach. Sehr gut. Gut, und jetzt möchte ich uns einladen, wir müssen noch ein bisschen einen Gang haben hier für die Jungen, die noch am Kommen sind. Aber jetzt möchte ich uns einladen, dass wir hier in die Gänge kommen und nach vorne kommen und diesen jungen Menschen, wir müssen ja nicht gerade die Hände auflegen von Leuten, die wir nicht kennen, aber wir wollen für sie beten. Kommt doch nach vorne und wir wollen für die Kinder segnen, für die Jugendlichen. Kommt, yes! Ah. Kommt hier nach vorne, nur nicht schüch. Yes! Ihr könnt noch ein bisschen rüberlaufen, es sind so viele. Sehr cool. Yes, könnt zu mir nach vorne schauen und dann bitte kommt, liebe Gemeinde, kommt, wir wollen für sie beten, sind nicht schüch, kommt für sie beten. So, Jugendliche, ihr kommt nach vorne und ihr könnt ruhig etwas näher kommen noch. Die Alten sollen da etwas näher kommen und für die Jungen beten. Genau. Seid ihr ready? Yes, komm. Beten wir für sie. Jesus, wir danken dir, dass wir für unsere Kinder, für unsere Teenager, für unsere Jugendlichen, jungen Erwachsenen beten dürfen um deinen Schutz, Herr. Wir beten um deine Gnade in ihrem Leben. Herr, wir beten, dass, Herr, sie gelingen haben in der Schule, Herr. Wir beten, Herr, dass sie Freundschaften haben, die sie stärken, die sie ermutigen, die sie durchtragen, Herr. Danke, Herr, dass du ihnen begegnest in ihrem Leben, Herr. Dass sie deine Stimme hören dürfen. Herr, dass sie das lieben, was du liebst. Dass sie das hassen, was du hast. Herr, dass du sie durchträgst, Herr, durch die Schwierigkeiten, Herr. Dort, wo sie traurig sind über Situationen. Dort, wo sie frustriert sind über Situationen. Dort, wo sie sich einsam fühlen, Herr. Herr, dass du, Herr, ihnen zeigst, wie groß deine Liebe ist, wie groß auch deine Kraft ist in ihrem Leben, Jesus. Herr, wir beten für sie, Herr. Herr, dass sie den Versuchungen, Herr, unserer Zeit widerstehen können. Im Namen von Jesus. Herr, dass sie die Werte wählen, die für immer zählen, Herr. Dass sie den Weg wählen, den du segnest, Herr. Dass sie gelingen haben in ihrem Leben. Dass sie sehen, dass du mit ihnen bist, Herr. Dass die Ehrfurcht vor dir ihre Herzen erfüllen kann, Herr. Dass sie mutig sein können, von Jesus zu erzählen. Dass sie mutig sind in ihren Gebeten. Dass sie mutig sind im Gebet für ihre Freunde, sie mutig sind im Gebet für das, was sie brauchen in ihrem Leben, mutig in ihren Gebeten für ihre Familien, für ihre Freunde, für ihre Angehörigen, Jesus. Herr, danke, dass du sie stärkst, Herr, dass sie aus dieser Woche herausgehen mit dieser Kühnheit, mit dieser Autorität,
für Jesus zu leben, für Jesus einzustehen, etwas zu bewegen, das wir selbst noch nicht gesehen haben, Herr Jesus, weil du es ihnen zutraust, weil du mit ihnen bist, Herr, weil du dich an ihre Seite stellst, Herr, weil du in ihrer Schwäche stark bist, Herr, in den Unsicherheiten des Lebens bist du da, präsent und treu, Herr, dass sie das erleben dürfen, Herr. Danke für ihre Zeugnisse, die wir hören dürfen. Danke, dass sie eine Stimme haben in deinem Reich. Herr, dass sie erzählen dürfen von deinen Wundern, dass sie erzählen dürfen von deiner Güte, Herr. Dass sie erzählen dürfen, wie du gebrochene Herzen heilst, Herr. Wie du Menschen hineinnimmst, wo wir nie gedacht hätten, dass sie hier eine Familie finden dürfen, Herr. Danke, Jesus. Herr, und Herr, wir beten, Herr, dass von ihrem Leben viel Segen ausgehen kann, Herr. Dass sie ein Segen sein dürfen für uns, Herr. Mit ihrer Freude, mit ihrer Unbekümmertheit, mit ihrem Mut, Herr Jesus. Wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Halleluja. Amen. 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 Ihr dürft gleich hier bleiben. Und das nächste, was wir tun wollen, ist, wir wollen für die Schulen und für die Ausbildungsstätten in unserem Land beten. Und ich sag's mal so, wir wollen hier keine Weltuntergangsstimmung, alles ist schlimm, beten, sondern wir wollen beten für die Kraft Gottes, weil wir Licht und Salz sein dürfen in dieser Welt. Was ich schön fände, es geht vielleicht nicht überall, aber wenn ihr Jugendlichen, wenn ihr euch vielleicht zusammentun könnt mit jemandem, der etwas älter aussieht als ihr, und dass wir zusammen beten können. Ihr wisst, was die Herausforderungen sind und wir wollen mit euch beten. Für die Schulen, für die Uni, für die Ausbildungsstätten, für die Lehrstätten, für die Ausbildungen, dass Gott einfach uns gebrauchen kann. Wollen wir das tun? Schließt euch doch irgendwo an, vielleicht zu zweit, geht ihr auf zwei andere ältere Menschen zu und dann wollen wir zusammen beten. Ja. Halleluja. Und wir wollen uns auch zusammentun, Gruppen von 2, 3, 4. Lasst uns beten für unsere Schulen. Halleluja.
Heiliger Geist, wir danken dir, dass du mit uns bist, Herr. Dass wir erleben dürfen, wie auch an den Schulen, an den Hochschulen und Universitäten, in den Fachausbildungen, in den Lehrstellen, dein Name bekannt wird. Deine Werte wieder zählen. Herr, Freiheit da ist, das Evangelium weiterzugeben und als Christ zu leben, zu zeigen, was es bedeutet, dir nachzufolgen, Jesus. Danke, dass wir gelingen haben, weil dir nichts unmöglich ist. Amen. 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 Unser letztes Anliegen heute Abend, wir wollen beten für die Kinderhüte, Kindergottesdienst, Uptown und die Royal Rangers. Und jetzt möchte ich kurz fragen, ist jemand hier, der selber Mitarbeiter ist in der Kinderhüte, Kigo, RR, streck mal schnell ganz weit auf. Genau. Hey, betet doch gerade für diese Menschen, die hier sind und uns dienen jedes Wochenende. Wir beten gerade für sie und wir anderen, wir wollen auch beten, dass Gott wirken kann an diesen Orten. Danke, Vater, für unsere Kinderhüte, unser Kigo, für die Royal Rangers. Danke, dass du diese Mitarbeiter dort immer wieder ermutigst, dass du ihre Gebete erhörst, dass Gottes Gegenwart in den Kinderräumen ist. Dass unsere Teenager im Uptown Erlebnisse machen mit dir, eine Liebe bekommen für dein Wort. Danke. Ja, so danken wir dir, Vater, für alle unsere Kinder und Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene in unserer Kirche. Herr, und dass sie dir begegnen dürfen und mit dir laufen dürfen. Herr, wir freuen uns so über das, was du tust in ihrem Leben. Und wir danken dir für deine Gnade und Güte. Amen. Amen. Yes. Wir haben es am Anfang gesungen, wir haben einen Gott der Verheißung. Er wird das tun, was er versprochen hat. Jetzt zum Schluss. Ihr mögt euch erinnern, der Jüngling hat Jesus gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus hat gesagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folg mir nach. Heute Abend musst du nicht alles verkaufen, was du hast. Aber ich möchte dich um eines bitten. Wenn du rausgehst, geh doch noch zum Shop und erzähl in 10 Sekunden, das hat Gott in meinem Leben getan. Ich war dort und Jesus hat das gemacht. Ich war in dieser Not und Jesus hat mir vergeben. Ich war krank und Jesus hat mich geheilt. Lasst uns einen kleinen Unterschied machen im Leben von ganz vielen Menschen. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute Abend, letzte Möglichkeit, letzte Chance, noch viele Zeugnisse aufnehmen könnten. Vielen Dank, dass ihr das mitnehmt und gesegnetes Wochenende bis am Sonntag. Tschüss miteinander.